Kapitel 8. Wat proefst du te versterken? Alles wat ik wil, wie mal mit op te rollen en me mal te wrijven. Aber die klampes van vrouwen, die komen bloos. Wie hand een doel tijd, zei Herr Akram narkend te mij. Je zei ons mal de waarheid. Aber wo du diesen Post gekauft hast, ganz verkeerde Gedanken treten in mijn Kopf rum. Aber nu, wie mir das noch nicht mal beifallen, dass die mir das vielleicht nicht glauben würden, dass ich 2 Passen habe. Ich seh's was, zei ich. Und das wird die Wahrheit. Ne wird, kam über Herr Akram sein gesagt. Du bist nichts was. Deine Eltern sind in Amerika. Du bist in Amerika geboren. Du bist ein Amerikanischer. Sagt er zu mir und knallt seine Füße immer weiter in seine Hand an, wenn er das sagt. Die Spannung fängt an zu holen hier in dieser Stube. Und ich dachte, am Janker dort vielleicht all seine Füße in mein Gesicht zu knallen. Für einen Moment dachte ich, vielleicht soll ich meine Brille aufnehmen, sodass er den nicht wird verbrechen. Herr Baumann, das ist nicht, wo einer die Wahrheit redet, schrie er zu mir, während er ein von den Männern weiß, er soll mir holen, zu meine Hängfuß schlöten. Du bist nicht Swiss, du bist ein Amerikanischer, schrie er weiter zu mir. Und wenn du nicht weißt, die Wahrheit reden zu mir, dann wirst du hier noch ein langes Stück sein. Das Schrien und Dreven ging an für über eine Stunde. Kriegen dann, was ich sehe. Herr Akram will mir nicht glauben. Sie sagen aus mir, dass ich jankert, nur bloß nur zu sein, was er will haben, was ich soll sein, dass ich hier dann rühren kann. Wisst ich aber, dass die Lee ab das hängerste eng Dach wird gefädelt sein, aus bei der Wahrheit zu bleiben. Das wird Glockfeier. Als Herr Akram sich schließlich nach seinem Partner dreht und sagt, das ist genug. Der Mann nahm die Papiere aller Taub in mein Post und dann werden sie hier die Stube red. Ein Soldat, was ganz sicher der Büten bei der gewasst wird, kommt ihn an und sah sich da auf einen Stuhl da. Er hält seine Hand auf einen von seinen Riffeln und kijkt mich interessant an. Mir wird er bald so mal, dass er mich bloß anstarrt, ich mir meine Augen tau. En grote Herr Gedankes fängt an in mijn Kopf te drehen. Wo wir klein, wie heute all losgelassen worden? Wo lang wurde ich hier Stadt worden festgehalten? So lange, bis ich bekannt habe, dass ich ein Amerikanischer wäre? Nachdem ich für 10 Minuten so dort für mich selbst gedacht habe, stimmt der Soldat mal einmal hastig ab und weiß, ich soll am herankommen. Die ging längs den Gang und dann in mehrere andere Stufen an. In ein von den Stufen lädt er mich an und sagt sich dann bitte der durch. Er weiß mit seiner Hand und ich verstand am, dass er meint, er kann in die Stufe rumgehen. Du wenn ich viel in der Stufe bin, und einer kommt wie ein Dash, mit einem Temperatur boven, ganz am eng wie eine Bootstufe. Diese Stufe hat bis eine der, und dort wo der Soldat sitzen dort. Ich satt mich in der kleinen Office da. Da kann ich ein bisschen allein sein und über nachdenken. Mir fehlt auch neidig zu beten. Ich will aber nicht lang allein. Ich hätte der aufgehen und die Fußstapfen von Herr Akram kam in der Office nennen. Am Sachet vereuert und verzweifelt uit. Und ich wundert, was ich nu mit einmal mit ihm wird verkehlt kriegen. Er schmeißt eine Schicht Papier nach dem Daschnapp vor mir und sagt, okay, Herr Baumann, das ist Zeit, nu ernst zu sein. Du wirst abhören, Games zu spielen mit uns. Schreib rein alles ab, was du uns hast vergelernt diesen letzten Tag. Ja, wenn's eine volle Antwort, warum du in Iran bist. Und ganz korrekt beantworten, alles, was wir dir gefragt haben. Was einmal mit dir passieren wird, da wird sich du nur uitwezen. Alles in mir jankert zu schreien. Ich vertel dir die Wahrheit, aber du wirst nicht, was ich noch sagen kann. Und da steht, hält ich meinen Odem an und lürt, dass ich mal wieder rausgehen. Eine Minute später saß ich da mit einem Klumpen Papieren vor mir und dachte über, was ich nicht schreiben soll. Ich hatte nicht den Mut, noch einmal anzufangen. Dass wir kriegen da, was ich schreiben da. Die würden almost leichter packen dort.
En voor een oorzaak kan ik niet verstaan waarom die mij niet geloven deuten, wanneer ik die verteld dat ik een christelijker methelper weer. Ik kikte uit een venster uit, daar waren 2 Stock rauf. Op een eng van de gas wie alles ladig. Weit of kon ik bluesen horen en bricks piepen. Ik vang aan al die James Bond movies te denken, wat ik als kind gezien had. Wat hij wohl doen in deze steer? Die wordt niet handblus zo rumgezeten en geluid wat die waren terugkwam am uitvrouwen. Ik kikte waar aan hem venster. Du wierne klinkt aan. Dat zag zo dat wordt gewoon op te merken en ik würde durchgaan. Ik ging naar venster. De buiten wieren met een kant. Wanneer ik weer boven staan en mij omdraaien, dan kan ik omgedraaid zijn naar de wand, wanneer ik raufhupsen daar. Ik zei te mezelf, 2 Stock hoog, dat is niet zo zeer weit. En ik moet geen afhangen te raan. Met dat geld wat ik dan in mijn fup had, moet nog toerekenen een taxi te krijgen om naar de Zuid-Afrikanische regeringsoffice te fahren. Mijn körper weer sterk en ik wist dat, meelgewies wil ik dat merken. Maar als ik dus zo weer, wist ik dat weer alles bis opgemerkt had in mijn kop. Ik moest hier blijven, krijgen dan woord. Ik moest Gott vertrouwen. Ik had niet een andere wohl. Hof saß, kwam Herr Akram 3 met zijn partner. Immer noch zat ik door en proef te schrijven. De gedanken aan wat immer ik nu wil schrijven, wil wijzen wat met mij wil passeren, moet mijn hand zo zeer flatteren, dat schrijvend weer meest niet te lezen. Is dit alles wat du hast geschreven? Schrie Herr Akram, als hij mijn 2 paragrafen zag wat ik geschreven had. Ik kon niet meer schrijven, antwoordde ik. Bist du nervös? Proefst du wat te versterken? Vroeg Herr Akram. Hier selber war dacht ik bij mezelf. Nee, dat is ween, ik kan niet erg gedaan, antwoordde ik. Heb je die denn erg behandeld? Nee, zei ik, je had mij niet erg behandeld. De zon weer ondergegaan en dat vond aan ganz dunkel te worden in Teheran. Als onze vertaal hier in een run ging. Met eenmaal val Herr Akram zes wat bij. Stu op, Herr Baumann. Waar we gaan? Orderde hij mij. Ik stond op en ging aan zijn partner uit de stoel heen eruit. De soldaat kwam met zijn rifle heen aan. We gingen de gangste lang en 3 graden stoven aan. Ik ben erstaunt als ik zag, Glenn kwam van een andere stoel ook groot doen aan. Die hand die immer nog niet gaan laten? Zei ik hastig te Glenn. Nee, antwoordde hij. Ik dacht du wist al lang weg. Stil zijn, schrie Herr Akram hastig in Engels. Komt mij heen aan, allebei. En hij ging einfach te de verder uit. Als we door de stoel gingen, op de deur op touw, dan kwam nog eenmaal 3 mannen van een stoel ons heen aan. Er 7 gingen we nu uit. Herr Akram en zijn partner waren heen ons en de andere voor ons. Maar nu weer de nacht al heel koud geworden en er waren weinig voort en nog veel weniger mensen op de gas. Als we zo stad gingen, draaiden meine Gedanken sehr bosig. Wo gingen we heen? Wollen die uns 3 mitnehmen naar de Zuid-Afrikanische regeringsoffice? Wanneer niet, we würden nader een 6 uitvinden, wo wir nu gebleven wären. Waarom willen die mir nicht glauben, wenn ich sage, ich had 2 Passer? Hadden die Glenn auch so gründlich uitgevraagd als die mij hadden? En wenn sie hadden, wenn davon wat? Wir wären ungefähr 50 Jahre längs de Gas gegangen, als die Männer uns in eine Eck von der Gas leiden. Rammer der Eck durch, wären 3 fort der. En Herr Akram leidt uns naar het middelste. Glenn en ik werden uw kaderen angemerkt, zodat wir nicht sein können. Als wir im fertig wären, schof einer mein Kopf ganz fern an der Lehne an und zei, ich soll den nicht abheben. Als wir so längs de Gassen gehen, wundere ich, wo wir in Teheran nu das nächste hinfahren. Wir dürfen nicht lang warten, beinahe eine Stunde. Halt wir waren still und uns wird von uns alles weggenommen, sogar meine Brille. Wir werden Pyjamas gegeben, Nachtkleider, wat mir nicht mehr passten, und dann werden wir in den Keller gebracht. Als wir die Treppen raufgingen, kam die Vera, wat Gott zu mir geredet hat, bloß ein paar der 3, sei klar nicht mehr. Du warst mit ganz bald auf den Grund kommen, ehe du hier reinkommst. Mit einmal hatten die Vera eine ganz andere Meinung für mich. Und ich bär,
dat Gott wird helpen dat ik wird terugbleiben, wat immer de Herr mir auch wird für ein Weg der Länge leiden. Nachdem wir in langer Gang der Länge gegangen wären, tag de Werker an mijn handgelenk, damit ich soll stillhouden. Ich hielt Schlittels, und dann war ein Schlot opgemerkt ward, en de deur ging op. Hastig velde ik, waar ik van heen nu geschoven ward, en de stoven aan. Ik stolperde verwaarts, en proef dat het niet weer aanvallen. En hier, bij de deur hing je mee gemerkt ward. Ik deed mijn blindkarre af, en kijkte wo ik nu ben weer. Dat weer een kleine stoof, ongeveer 6 bij 8 schouw. Een ganz dünne Rag wieder über de Tafelflur. In einer Eck wie eine Ölhatterie. Ganz boven, da wie ein kleines Fenster. Eine Dach wie da mit so viel gehangen, um sein de Kalt nach buiten te holen. Aber dat helpt so wenig. Dat wir hier fein keil ben. Ik dreed me om en kijkte naar de graven in zijn deur. Meest ganz oing had een Locht, zoals een postbox, wo eten in gezet worden kon. Ik ging aan en tree voor meerdere minuten en zat me dan door. En mij weer een opgewilde rewe gevallen. Ik deed mijn arms, ramme mijn knieën, om mezelf zijn een beetje te troosten. Maar dat helpt niet. De gevallen, de vrouwen en vertwijfeling kwamen danach over mij. Ik ben een Amerikanischer im Gefängnis in Iran. Bilder von städtischen Gefangenen hier in Teheran, in der städtischen Regierungsoffice, kommen in meine Gedanken an. Sicher wird ich nicht so gequält worden als Deutschland. Hoffentlich wird Nadia bei Nulhan uitgefangen, wo wir geblieben wären. Und hoffentlich wird sie der südafrikanische Regierungsoffice dort auch weitergeladen. Aber morgen würden die Offizieren dort alle abgeklärt, das Missverständnis, und England würden frei sein. Oder so wenigstens hoopte ich.